Wer sagt, dass eine Rechenmaschine nicht auch schön sein kann und als Designobjekt begehrt? Womit rechnet der Besitzer? Könnte es was wert sein? Was meinen Sie? Die ist sicher einiges wert. Also ich kenne mich da ein bisschen aus mit Rechenmaschinen, aber wie gesagt, hier bin ich eigentlich wegen dem Designer-Aspekt, ob es da noch was zu sagen gibt. Ja, aber wenn Sie sagen, es könnte was wert sein, sagen Sie mir doch mal, wie viel? 700.000, 900.000 Euro. So Wie in der viel? Gegend. Ja, 1000. Es kommt immer darauf an, was einer bezahlt, aber so schätze ich es mal ein. Das ist viel. Das ist viel, ja. Viel Geld. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Was haben Sie uns mitgebracht? Ja, eine mechanische Rechenmaschine, Vorläufer des Computers. Das ist also eine Taschenrechenmaschine fast. Also in die Aktentasche könnte man es reintun. Im Vergleich zu den anderen großen in den Büros früher. Und wo haben Sie die her? Die hat mein Bruder gefunden auf dem Flohmarkt vor 20 Jahren ungefähr. Und er wusste, dass ich technisch interessiert bin und auch an solchen Sachen und hat sie gekauft, auf Verdacht. Er sitzt jetzt vorm Fernseher und guckt ganz verblüfft. Er hat 80 D-Mark bezahlt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, und Sie haben es jetzt schon richtig gemacht. Man kann sie also als Handrechner mitnehmen, als Taschenrechner oder aber auch im Büro als Tischrechner verwenden. Deswegen wahrscheinlich Universalrechenmaschine. Das heißt, jetzt habe ich richtig Glück gehabt, dass ich richtig gemacht habe, oder? Ja. Also das ist, wo ich weniger Glück habe, ist wahrscheinlich, wenn ich das vorführen sollte, weil Mit Glück ist schwierig. Ja. mit Glück ist schwierig. Das heißt, Sie können damit auch umgehen. Ja. Sie könnten jetzt das auch vorführen. Was müsste ich denn machen zum Rechnen? Also Im Prinzip, ganz die Kurbel ausklappen. Okay. Dann Man stellt dann hier das ein, was man rechnen möchte, mal 12 oder irgendwas. Und dann dreht man dreimal. Okay. Und dann hat man 3 mal 12, 36. Und bei größeren Und wo sehe Zahlen ich das? verschiebt man, das sieht man hier unten dann in der Anzeige. Da wird es aufaddiert. Ah, okay. Wir hätten es jetzt Ja, natürlich ja, vorher ja, auf Null ja, stellen müssen. ja. Und dann wird stellenweise verschoben. Genau wenn man von Hand schriftlich rechnet, multipliziert, macht man auch diesen Versatz 1er, 10er, 100er und addiert es dann zusammen. Und das Addieren macht halt die Maschine automatisch. Und wenn man rückwärts kurbelt, dann macht man Subtrahieren oder beziehungsweise dann Dividieren durch die Stellenverschiebung wieder. Das heißt, man braucht eigentlich eine gute Gebrauchsanweisung auch Die erstmal. war zum Glück dabei, ja. Sehr gut. Da ist das gut beschrieben. Ja. Und wissen Sie, wo die her ist? Also wer die gemacht Aus hat? dem eigentlich? Allgäu, Kaufbeuern, Aus Kaufbeuern. von der Firma Alpina. Ja. Also eine echt bayerische Ja, Rechenmaschine. die letzte letzte. mechanische. Ja. Und da war aber die erste, meines Wissens, die mit Kunststoff verwendet hat. Und das ist für mich eigentlich Design. Die hat so eine ganz klare Form. Also, ich sag mal, Bauhausrichtung irgendwo. Wenn wir von Design reden und sagen, Sie sagen Bauhaus, Ja, so die Richtung klare das Kla- Linie. So. Ja, das Klare, das Funktionale und so. Und dann gleichzeitig diese Form, eigentlich, das ist, also wenn man es von vorne sieht, mal, das ist ja wirklich fast wie so ein Nierentisch. Meine Frau sagt Bügeleisen. Bügeleisen, Tatsächlich. fast auch, ja. Es ist einfach dieses organisch Runde, geformte, gerundete. Es sind einerseits zwei Welten, andererseits passt es doch wieder zusammen. Sie zusammen, sehen ja. über die Farbe, dass es zusammengeht. Sie sehen auch über diese Abrundung, dass es auch zusammengeht. Also würde ich es gar nicht so sehr jetzt mich stört's jetzt nicht, aber dividieren mich- letztendlich. Ja. Also es ist durch den Sockel immer noch auf Ende der 50er Jahre zu datieren. Also sie ist ja, da scheiden sich die Geister, 1959 oder 1960 Ja, so die Zeit, auf ja. der Hannover Messe ausgestellt worden. Also der Prototyp ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Sie haben Großaufträge dafür bekommen, die Firma Alpina, hatten dann allerdings leider Probleme damit, die angeforderte Stückzahl auch zu produzieren, weil da leider etwas schief ging mit den Schablonen. Alpina war eine Firma, die vorher Schreibmaschinen produziert hat im Allgäu. Genau. Aber hier war es einfach eine ganz kurze Geschichte letztendlich, weil dann die Firma wieder verkauft wurde, die Leute weggegangen sind und so weiter, sodass letztendlich von der nur relativ wenige produziert worden sind. Gut für mich, oder? Genau. Das ist gut für Sie, weil sich das natürlich im Preis auch
bemerkbar macht. Also Sie sind für diese Maschine, gerade weil die auch noch so wunderschön in ihrem Originaletui ist und diese wunderbaren Gebrauchsanweisungen noch dabei hat, sind Sie sicherlich mit 1.000 € dabei. Dann haben sich die 80 D-Mark bezahlt Dann gemacht. haben sich die 80 D-Mark durchaus Einklappen. gemacht. Ja. Ja, viel Spaß beim Viel Spaß Weiterrechnen. damit. Immer noch weiterrechnen. Danke sehr. Genau. Wiedersehen.